beide haben noch immer die Nase gerümpft. Und Amanda hat gesagt: Wenn ich heirate, muss es mindestens ein Graf sein. Und den erst noch ganz entschieden, ja. Etwa 7 Sprachen muss er können und 1000 Bücher gelesen haben. Sonst nehme ich ihn nicht. Und Rosaura hat genäselt: Ich will auch ein Graf oder ein Herzog. Also gescheit muss er nicht unbedingt sein. Aber dafür schön. Grosse, schwarze Augen muss er haben. Einen ganzen Kopf voller Krusseln. Und unbedingt ganz gerade Nase. Sonst nehmen nicht. Zu dieser Zeit hat es noch viele Grafen und Herzöge gegeben. Aber keine, wie Amanda und Rosaura wollen. Darum sind sie jeden Tag unausstehlicher geworden. Und meistens haben sie ihre schlechte Laune an der jüngeren Schwester ausgelassen. Jetzt einmal, im Spätherbst, hat der Vater einen grossen gelben Brief bekommen. Und als er ihn gelesen hat er über das ganze Gesicht gestrahlt und zu den Töchtern gesagt: Ich habe hier gerade einen Bericht bekommen, dass meine Schiffe schon in ein paar Tagen reich beladen zurückkommen. Morgen reite ich ans Meer und tue alles in die Ordnung bringen. Wenn ihr unterdessen brav sind, bringe ich auch etwas von der Reise mit. Jede darf sich etwas wünschen. Amanda und Rosaura sind vor Freude ganz aus dem Häuschen gewesen. Sie haben den Vater umarmt und bettelt. Oh, Vetterli, wir sollten unbedingt ein paar neue Kleider haben.